Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag lief Lückschot Soos und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Hüg ist es besonders schön, dass er da seid. Wir haben nämlich eine Jas, wo wir ein bisschen stolz drauf sind, dass er da ist. Und freuen uns erst, dass wir den bei uns begrüßen können. Ein Kölsch Urgestein, man sieht auch der Grand Seigneur vom Kölsche Fastelier. Herzlich willkommen, Ludwig Sebus. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr geehrt, hier mit euch zwei irgendwie am Mikrofon zu sein. Du Charmeur. Also, das ist eines von Dingen, ja, wie sagt man, Eigenschaften, die du hast. Aber das ist nicht die einzige. Du kannst Texte machen, du kannst Melodie erfinden, die Texte, die zum Herzen und vor allen Dingen, du kannst auch selber singen. Du kannst auch tanzen, wie man wissen, und die Schnüsschwadel sowieso. Und ja, also ich will jetzt nicht wieder Histrunze von dir, sonst meinst du noch, ich wollte mich enttätschen. Aber Jens möchte man ja auch noch, der Ludwig kann auch zeigen, wie man richtig in ihre und mit viel Freude alt werden kann. Ludwig, kann man das lernen? Einer für sich kann man ein bisschen dabei tun. Es gibt natürlich auch viele Faktoren an. Man darf an und für sich der Wille nicht an sich hängen zu lassen. Morgens, wenn man ein gewisses Alter geht, sagt man sich lieber, bleibst du noch ins Liegen oder stehst du ab. Du musst also immer schon der Wille haben, den Tag anzunehmen, auch wenn es nicht ganz schmerzfrei ist. Also bei mir ist es auch so, ich bin zufrieden, dass ich noch lebe, mache noch allerhand daraus, aber ich habe schon mit Ping stand ich ab, ja noch mit Ping in das Bett. Manchmal quält mich der Nase auch noch jetzt. Aber das hört eigentlich auch zu all dem Leben. Im Grunde genommen muss ich sagen, Caroline, bin ich immer noch sehr zufrieden. Und das mit Beinöx 98 Jahre. Der Ludwig wird am 5. September 98. Da muss man sich ins vorstellen. Noch 2 Jahre, dann feiern wir den 100. Muss man dann auch für so alt zu werden und noch alles zu begreifen und zu verstehen, muss man da auch die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind im Leben, muss man die abarbeiten oder muss man sie verdrängen oder sich darüber lustig machen oder wie geht man damit um? Also zunächst, du sprachst von 100 Jahren, ich brauche kein 100 zu werden, aber wenn du die anderen Dinge in Betracht ziehst, dann muss ich sagen, es ist schon wichtig, dass man sich irgendwie immer wieder beschäftigt, auch im Alter. Du musst auch immer ein bisschen gefordert sein und musst ein Ziel haben. Ziele, die man auch erreichen kann, auch im Alter noch. Und wenn du das Ziel erreicht hast, musst du es auch umsetzen. Und wenn du dann so in diesem Alter bist, wie ich jetzt bin, da werden die Ziele natürlich ganz anders als so in diesem jugendlichen Alter. Aber es ist immer so, dass man anstreben soll, sich mit Sachen wirklich auch irgendwie auseinanderzusetzen, ob sie gut sind oder schlecht sind, die also einen irgendwie fordern. Und die Forderung im Alter ist sehr, sehr wichtig. Das heißt in die Zukunft blicken. Und was ist jetzt mit der Vergangenheit? Du hast doch sicher jetzt auch mit dem Krieg wieder ganz viele Erinnerungen. Hilft das, darüber zu sprechen oder muss man das einfach ausputzen? Manchmal sagt man in Köln, ja, es hätte noch immer gut gegangen und du weißt aus dem langen Leben, dass das so nicht stimmt. Wie geht man damit um? Wenn man das immer so als einen schweren Rucksack hat, ist es doch schwerer, ja, alt zu werden. Ja, ich habe also für sich das Gefühl, dass die Vergangenheit mir ab und zu noch jetzt hilft. Denn wenn ich jetzt alles sehe, was an der Schwernis auf der Lücke ankommt, dann muss ich sagen, mein schwerste Ziel im Leben habe ich in der Jugend erlebt. Und wenn man die dann sozusagen nicht im Schmerz wieder fing, sondern in der Betrachtung dessen, dass man sich sieht, da kannst du ein bisschen draus lernen, da sollst du auch deine Lücke sagen, es wieder
wie es noch schlimmer sein kann und wie sie höchst so da, gerade in Köln zu leben, immer noch zufrieden sein können mit dem Leben, was sie haben. Ja, so hast du das ja auch in Dinger Predigt verzahlt. Für die Leute, die das nicht mitkriegen haben, das kann man auch auf YouTube aufrufen. Der Ludwig, der mäht das besser wie Mensch, eine Pastor oder Pastorin. Das war richtig toll und da hast du auch so Beispiele verzahlt, wo dir das geholfen hat, da hast du dich drauf besonnen und hast dich beschützt gefühlt. Ja, das ist ja so, ich meine, wir hatten eben schon so am Tisch drüber gesprochen, der Hermann und ich, wie darauf angeht, irgendwie eine Lebenshaltung zu finden. Und meine Lebenshaltung, die ist eben die, dass ich auch im christlichen Glauben viel Halt gefunden habe. Und das kann ich auch noch wiedergeben, was jeder daraus mäht, auch mit Kindern und Enkelkinder, das bleibt denen überlassen. Aber ich habe ihn immer wirklich als Glauben, als Anker empfunden, dass ich im Leben irgendwie nie das Gefühl hatte, ganz allein zu sein, sondern dass ich immer gespürt habe, da ist noch jemand über mich. Und ich bin dem Herrn echt dankbar, dass ich das Gefühl besuchen kann. Willst du uns da eine Situation von erzählen oder ein paar, wo du das so erlebt hast? Ja, ich weiß nicht, also ich hatte ja da in der Predigt, vielleicht kennen Sie das, da war es also so, dass ich als Funker im Krieg irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, was ist da jetzt, ist keiner mehr da hatte sich die Front schon abgesetzt. Und ich war ganz allein zurückgeblieben, hatte vergessen, mir zu sagen, dass man sich aufsetzen sollte. Und ich sah an meinem Funkstand schon etwa knapp 250 Meter, kommen die Russen an. In Welle war noch mindestens so eine Breite von 18, 20 Mann und auf 100 Meter Breite verteilt. Und als die mich dann sahen, ich schlief dann noch rüber, da haben sie auch mit Maschinengewehr, mit Pistolen, mit Granatwerk, mit alles, was sie hatten, mich als Ziel auserkannt und wollten mich dann kriegen. Ich muss so eine Weinberg hoch. Und wenn ich hinter dem Weinberg war, da war ich gerettet, war ich nicht mehr hinzusehen. Aber der trag sie. Ich bin da mindestens 10 Minuten immer noch ab, dann wieder einen Schritt gelaufen, dann der Pulverdampf frei so links noch um die Nase und dann der nächste Schuss hat wieder hingejagt und dann immer wieder ab und hat auch noch das Dora-Gerät, das war das Funkgerät, das war auch noch 40 Pfund schwer, ob ich am Rücken auch gehabt. Und bin dann, ohne dass die mich getroffen haben, obwohl die mit allem hinter mir her geschossen haben, bin ich über den Hügel gekommen und war gerettet. Also für mich gesehen, in der ganzen Situation war das ein Wunder. Das kann ich mir vorstellen. Oh, da kriegt man ja einen Gänsehaut. Du hast das auch verzahlt in der Gefangenschaft, dass dir das auch getan hat, dass du da drin den Schutz gefunden hast. Ja, ich hatte zum Beispiel auch, ich war im Bergwerk, wir waren verschüttet, da kam an und für sich, ich war gangschick, das heißt, ich muss die Kohle beladen, muss zur Rüstfahrt auf die Halde bringen, da wieder rennen, mit meinem Kumpan, wir waren zu zweit, wieder an die Stelle, wo die Kohle aufgebaut wurde, wieder beladen und so weiter. Und je nach Norm, je nach Schicht und Erschwernis hattest du da irgendwie eine Norm zu erfüllen. Und naja, das war dann immer zwischen 18 und 24 Lore, die man beladen musste. Bei der eine, wo das hier wieder und der Schlag, die Schläge, der Stein darüber kam, war zu, das war das Donner schon hörte, aber wir waren gerade am Anfang von dem Gang, also von der Halde. Man hatte sie verlassen und wollte ich in der Bergweiche rennen und da schlug alles über uns zusammen. Es ist Gott sei Dank so gewesen, dass ich mit meinem Kumpan, ich weiß nicht, in der kurzer Zeit wahrscheinlich rausgeholt worden bin. Wir hatten Glück gehabt, die leere Lore war da umgekippt und kam über einem Stein zum Halde, sodass die nicht runterfiel. Wir kriegten da drunter immer noch ein bisschen Luft. Und die Luft hat mich dann praktisch dazu gerettet,
dass sie mich nachher gefunden hatten und wieder belebten konnten und haben dann auch noch für sich gesehen, wie schwer das gewesen also die schlagenden Wetter waren und haben dann auch halt noch das Gefühl, dass die Kameraden, die so etwa 300 Meter im Bergwerk waren, nicht rausgeholt worden sind, die eventuell noch da liegen. Also es sind so Vorstellungen, die mir auch dann immer wieder sagen, auch das war ein Wunder, dass ich für einen Annähe konnte, dass sie mich noch rausgerettet haben. Ludwig, wenn ich das richtig gelesen habe, du hast doch auch praktisch einen Männerchor bei all dem Elend, wo er morgens ja nicht gewusst hat, leben wir heute Abend noch. Da hast du doch den Kameraden positiv mitgetroffen, indem du gesungen hast. Das wurde auch in dem, oder habe ich das Falsche mit dem? Nein, das war in der Gefangenschaft. Das ist aber ein bisschen hinterher. Da waren wir, wie das Lager, das Kohlelager, ob also jetzt der Schacht nicht mehr rentabel war, wurden wir wieder verladen und kommen dann nach in das Donetschbecken rein, was Hück von den Russen besetzt ist. Und die Stadt Stalino, die heute Donetsch heißt, das war die, wo nachher das internationale Rote Kreuz bestimmt hat, dass man langsam aber sicher nicht in Russland sterben sollte, sondern dass man langsam wieder heimkommt. Und das waren ja immerhin schon mit 5 Jahren, die in Russland verbringen mussten. Zu der Zeit waren es gerade so 3,5 Jahre. Also ich musste ungefähr noch 1,5 Jahre in Russland bleiben. Aber die hatten dann schon das Anzeichen, dass sie uns entlassen werden sollte oder musste. Wollten das aber dann auch geschickt machen. Wir kriegten Unterricht in Marxismus, denn es war für die Russen wichtig, hey, der Kapitalismus im Westen, der musste ideologisch bekämpft werden, das ging nur mit Marxismus, zumal ja schon damals in der DDR eben da unter russischem Einfluss alles stund und dann die Situation kam, dass sie nicht mehr an die anderen westlichen Länder rankommen mit ihrer Ideologie. Jedenfalls in der Richtung wollten dann auch die Kulturschaffenden, das waren meistens Antifa-Slöck, die also schon für den Krieg sich aufgesetzt hatten als Kommunisten, wo es dann nicht zu gefährlich wurde, die also für den Krieg schon in Russland waren und teilweise aber auch Überläufer waren, die also, wenn du mich fragst, kommunistischen Hintergrund hatten. Die waren die sogenannten Antifas, die mussten uns schulen und man kriegte noch Noten, je nachdem, wie gut man waren im Marxismus. Dann ist es ja so, 6 war das Beste und 1 war das Schlechteste. Also ich hatte immer so 1 und 2, was also. Aber es ging da so, von daher gut gezeugt ist, wusste ich. Ja, und da hat er gesungen. Wir haben der Also Vater da, mit wo mir ich dann aufgenommen. bei dem Hermann Singfrauch war. In diesem großen 18.000 Männerlager war natürlich so, wir sollten dann geschult werden, jetzt Mozart aber auch so ein bisschen elegant gemacht werden. Wir sollten dann irgendwie auf verschiedenen Ebenen den Marxismus gewinnen. Dazu gehörte auch, dass wir ruhig uns ein bisschen entspannen sollten. Und da wurde in dem Lager von 18.000 Kriegsgefangenen ein Chor, ein Männerchor gegründet. Frauen hatte man ja sowieso nicht. Jedenfalls, man muss sich vorstellen, wenn du von 18.000 Männern eine Chor hast von etwa 250, 300 Glück, dann kannst du jede einzelne, der darin geht, sozusagen als Solist bewerten. Und ich glaube, und das wird jeder noch empfingen, ich hatte, wenn ich der Chor mit 250, 300 Sänger an Singer holt, dann habe ich da lieber mehr eiskalt über den Rücken. So eine Stimmgewalt, so einen herrlichen Bass unten tief, solche Tenöre, die so klar waren, habe ich nie mehr in einem Chor geholt, selbst nicht in der Mailänder Skala
Oder auch wenn du noch bei Reut kommst. Mit so viel Auswahl an Männerstimmen, wo der Jan jetzt überbete. Und was hast du da was hat er da Da war gesungen? ich einfacher Sänger. Ich war also einer der Schlechteste von den 300, aber ist ja. Charmeur. Ja. Na, also ja, die meiste war da so wesentlich besser. Jedenfalls wurden dann also schon auch Heimatlied und so weiter, die neutral waren, am Brunnen vor dem Tore, weißt du, ja, und so jetzt alles, da wird dann auch gesungen. Und dann wurde gleichzeitig aber auch eine sogenannte Kulturgruppe ins Leben gerufen. Die moten dann für weitere Unterhaltung sorgen. Da war so eine Art Schlager, da war eine Schauspielgruppe, das wäre jetzt für dich gewesen, Hermann. Und dann waren natürlich auch die also mehr oder weniger aus dem Operettenfach kamen, dann die, wie ich schon sagte, gestandene Tenöre. Und echte Schauspieler, Dramaturgen, Regisseure, alles hatten wir bei der 18.000. Ich war allerdings in dem Chor und mit 300 Glück, da musste wieder in der Schachtel und so weiter, da war also nichts an Privilegien zu erwarten. Oh, Der Erich Narbach war ein junger Schauspieler, war 4 Jahre älter als ich, kam aus Wesseling. Der Erich Narbach war im Schlagerquartett gelandet. Und der Erich Narbach war immer bei seiner Eltern, hatte keinen Kontakt richtig gehabt, bis ob die letzten 2-3 Monate, wo wir da gerade von sprechen. Da hätte dann ich wieder Bescheid gekriegt, dass seine Eltern noch in Wesseling leben täten und die haben auch Bescheid, dass er dann da. Und jedenfalls, da hatte dann der erste Grippe gekriegt, er kriegte eine Lungenentzündung und auf dem Transport dann ist er nachher gestorben. Ich hatte ihm in der Hand versprochen, wenn es jetzt wäre, ich würde der Ältere absuchen und würde ihm noch von ihm berichten können, wie das bei uns war. Nachdem ich entlassen war, bin ich auch bei der Älteren hingefahren. Vater war tot, Mutter ist jetzt auch schon lang tot, aber die Frau war so glücklich, dass ich noch einiges von ihrem Erich erzählen konnte, wie wir dann zusammen auch im Lager gelebt hatten und alles. Und wie oft wir von daheim gesprochen hat und all die Dinge. Hat die Mutter sehr, sehr, sehr bewegt. Und das sind also auch Sachen, die man auch dauernd noch im Kopf rumjagen. Jedenfalls, wie der jetzt fort war, fehlten in dem Schlagerquartett einer. Und dann hat der mir auf dem Transport gesagt, in 3 Tagen müssen wir singen. Wenn du jetzt die zweite Stimme, der zweite Tenor drauf hast, dann mach das doch, dann kriegst du vielleicht darin. Jetzt habe ich mich dann daran angehangen, die waren froh, dass ich mich da gemeldet habe, haben dann noch ausprobiert und dann waren noch 3 Tage, oder am 4. Tag war dann die Vorführung da. So, also so schlecht und reich hätte es geklappt. Ich weiß nicht, aber besonders gut, weil ich glaube nicht. Jedenfalls, ich hatte dann da den Schritt gemacht und auf der Zikani gesagt, der Knopf gebrochen, war ich in dem Schlagerquartett drin. Das Schlagerquartett wurde aber auch schon mal missbraucht für andere Sachen. Höchst würden wir sagen, Musical, das waren damals Singspiele. Und Robert und Bertram oder Wochenende und Sonnenschein, all solche Sachen, die dann damit verkraftet wurden, die waren dann die Grundlage. Und dann ging es aber zur Hauptsache in dieser Theatergruppe nachher, um Stücke zu spielen, die die deutsch-sowjetische Freundschaft in Tendenz hatten. Die also darauf zielten, dass wenn wir nach Hause kommen und sagten, also Marxismus ist doch besser als der Kapitalismus. Dazu kamen dann Stücke wie zum Beispiel Begegnung an der Elbe. Da spielten also die Russen und die Amerikaner eine große Rolle. Die beiden lagen an der Elbe sich gegenüber und der russische Oberst hat sich dann mit dem Cornell, mit dem amerikanischen Oberst dann angefreundet. Der Amerikaner musste dann nach einigen Jahren nach Amerika zurück und war so von dem Marxismus überzeugt, dass er als echter Marxist da drüben in Amerika wirksam werden konnte. Und da hast du mitgespielt.
da habe ich auch mitgespielt, da habe ich eine sogenannte Agentin gespielt. Ich habe dann auch weibliche Rollen spielen müssen. Man hatte ja keine Frau und ich war noch einigermaßen jung. Naja, so ging das dann. Ich sah aber an und für sich verboten aus. Also hätten sie als Agentin, hätten sie mich kaum genommen. Jedenfalls dieses Stück. Oder dann hatte ich im Laufe der Zeit ein Glanzstück abzuliefern. Die Hauptrolle gespielt in dem Stück Matrose von Cattaro. Ging es darum, da hatte 1915 oder 1916 die österreichische Schwarzmeerflotte revoltiert. Und die Revolution wurde von einem jungen Mann angezündet. Und das war ein Kommunist. Und wer spielte den? Der junge Mann, den ich Mote spiele. Und das war nachher so tragisch. Ich wurde auf der Reling wurde ich dann irgendwie erschossen, wenn ich auf der Reling war. Und sah dann irgendwie schon die Gewehre auf mich zukommen. Und dann hatte ich nachher, wenn dann abgeschossen wurde, nur mit der rechten Hand in meine Herzjägen zu knallen und dann ging ein Farbstoffbehälter auf, Zellophan, färbte sich vollkommen mit Blut. Und wir hatten nicht nur 5 Vorstellungen für die Lagerinsassen immer zu spielen, sondern wenn solche Theaterstücke anstanden, auch einmal für die Besatzung. Es ist ja klar, bei 18.000 Kriegsgefangenen hatten wir mindestens 3.500 Zivilbeamte und Soldaten und was so alles da ist. Und für die wurde dann nochmal eine extra Vorstellung angesetzt. Und wenn ich dann auf der Reling erschossen wurde und das Hemd färbte sich in Rot und ich starb da auf der Reling, erschossen von den Meuterer, dann schluchzte der ganze Saal. Das war ein Schrei. Also ich konnte zu Jod sterben, gelöst ja nicht. Und bei den Russen ganz besonders, da hatte ich das Empfinden, die russische Seele kann auch irgendwie andere Dinge aufnehmen und die Leute haben wir so gefolgt, das wurde immer simultan übersetzt. Und ich muss sagen, das sind auch noch solche Erinnerungen, die ich auch daran hatte. Also die dir auch Mut gemacht haben, dass du jetzt bewegen kannst. Ja, man kann schon ein bisschen bewegen. Es ist so, das ist genau wie heute auch. Auch hier kann man noch ja bewegen, wenn man seinen Umkreis sieht. Da, wo man Akzeptanz hat, wo die Leute einen kennen, wo sie einen schätzen, da wird einem auch das abgenommen, wenn du ehrlich bist. Ehrlichkeit ist auch heute noch immer das, was einer für sich mögt, aber was auch der einfachste und klarste Weg ist. Es ist aber überhaupt so, ich habe mal angewendet, wenn ich Glück gegenüber trete und man hat dann irgendwie eine Aussage zu erwarten, zunächst unterstelle ich jedem anderen, dass er die Wahrheit sagt. Und das muss man schon jetzt machen. Und ich bin also immer gut dabei gefangen, selbst gefahren, bloß selbst dann, wenn ich nachher auch enttäuscht wurde. Also ich habe gestern noch gelesen, dass man sieht von dem ganzen Corona-Driss, dass die Leute so jetzt haben wie eine posttraumatische Belastungsstörung, was ja wirklich ein Krankheitsbild ist. Und wenn ich dich so erzähle, höre, du hast ja so viel schlimme Sachen erlebt, aber so eine posttraumatische Belastungsstörung hast du nicht gehabt, ne? Nee, die hatte ich nicht gehabt. Ich hatte ja eben schon erzählt, ich lebe in der Auffassung, dass das Schlimmste in meinem Leben hinter mir liegt. Und selbst diese Einschränkungen, die ja hier da waren, bei der ganzen Pandemie, die haben mich nicht so irgendwie auf eine Sicht gegründet, dass ich da echt drunter gelitten habe. Sicherlich, du hast keine Kontakte, aber man hatte ein Telefon. Man konnte sich an und für sich immer anrufen und konnte sagen, so und so ist das. Das war schon eine große Hilfe. Also hätte das geholfen, dass du gewusst hast, was früher war noch schlimmer und so schlimm wird es hoffentlich nicht mehr kommen. Genau so ist das, ja, genau so. Und so bin ich auch heute noch der Meinung, es ist nicht alles rosig, was ob und so geht. Und ich weiß nicht, manche Leute meinen, wir hätten das Beste hinter uns, aber das soll man nicht sagen. Wir haben immer jeden Tag die Möglichkeit, das Leben zu formen. Bloß es muss mit viel Fantasie,
an Ziele rangegangen werden, die man auch erreichen kann, wie ich schon es gesagt habe. Und muss dann versuchen, daraus jetzt zu machen. Und eine lange Atem haben. Ja, Geduld muss er sowieso, man kann nicht alles direkt über der, wie heißt es sozusagen, über der Ambossstrecke. Nein, du musst Geduld haben. Man muss vor allen Dingen auch die Ziele, was ich schon sage, die musst du dir aussuchen, die müssen auch erreichbar sein. Hat keinen Zweck, dass du da Dinge neu gehst, die du nicht lösen kannst. Meinst du, dass das in Köln für dich einfacher ist, wie wenn du woanders leben würdest? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders leben würde. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich in Köln lebe. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ich in Köln, ob das jetzt hier in Ostendorf ist, wo ich ist, weißt du, in der Nähe vom Klingelpütz, wo ich schon lebe. Aber dieselbe Luft haben wie die da drüber noch. Oder ob ich jetzt irgendwie in Kalk oder Pfingst oder sonst irgendwie, selbst in Bröl, wo der Hermann ja wohnt, der wohnt direkt neben dem Schloss. Er hört ja an und für sich ändert Schlosserin, aber ist ja bescheidener, wie er ist, ja. Hätte sich gesagt, was soll ich mich dann da am Kurfürstlich tun? Ich setze mich nebenan, weißt du. Naja, jedenfalls im Brüll könnte ich mich auch wohlfühlen. Also, wir haben jetzt noch ja nicht von Dinger Familie gesprochen und von der ganzen Leder, da möchten wir noch unsere Treffen organisieren. Wir haben am Ende von unseren Podcasts, wann Besuch da ist, jedes Mal die Nummer 11 Flücke Frauen. Die kriegen alle Leute, die zu Besuch kommen. Und da wollte ich jetzt am Ende auch noch ins Fragen. Und du kannst einfach nur ganz kurz darauf antworten, dann könnt ihr die nächste Frage. Also, das erste ist, was ist für dich typisch Kölsch? Kannst ein Beispiel sagen? Typisch Kölsch ist für mich, dass man auf einem auch kriechen kann, auf dem anderen lag. Sehr schön. Was heißt das Jen an Köln? Ja, das ist einmal die Eigenschaft der Kölsche, dass sie an und für sich unkompliziert sind, dass sie die Kölsche Seele in der Form irgendwie überzeugen, wenn sie einem anderen begegnen, um zu sehen, du akzeptierst den und er ist in dieser Anerkennung auch da. Dritte Frage. Welche Kölsche, Dud of lebendig, stellst du jenens treffen? Ja, ich hatte, Ostermann hätte ich uns jeden getroffen, verstehst du? Das ist das, aber ich würde auch jeden irgendwie mit einem Kölsche sprechen, der aus der Zeit vor über 150 Jahren gelebt hat, was er jetzt alles für Empfindungen noch hat. Aber so gesehen möchte ich sagen, wäre der Adenauer noch, mit dem ich auch irgendwie noch ein Gespräch führen werde. Mhm. Wo würdest du dich engagieren, wie es jetzt halt von dir gemacht wird, wenn du Bürgermeister von Köln wirst? Also würde ich mich bei der KVB arrangieren. Also die regt mich dauernd ab. Die KVB, ich weiß nicht, das ist so ein Haufen. Ich weiß ja nicht, was in den Gefühl geht. Das ist doch jetzt schönes Straßenbahnfahrer zu werden oder Busfahrer zu werden. Als kleine Fetz hast du immer die Vorstellung, du musst Lokführer werden oder Kapitän oder sonst jetzt. Da muss man irgendwie motiviert sein. Man muss dann sagen, was alles so richtig ist, um den Beruf endlich auch von der Schönheit erklären. Ich habe das Gefühl, in der Zeit, wo die Leute dann irgendwie dann, sagen wir, sich vorstellen, wird da viel zu wenig drauf Wert geladen, dass man auch psychologisch die Leute ein bisschen schulen soll. Sonst könnte nicht passieren, dass ein Fahrer davor steht und dann könnte ein Mütterchen an und die Tür ist noch ab und kaum steht sie, dann geht die Tür zu, so klapp und drück und trotzdem, obwohl der noch immer da steht, mäht er nicht ab und liegt das arme Frauchen im Wind und Wettersturm. Das ist meiner Meinung nach ein Beweis dessen, dass, wie man so schön sagt, jeder eine Menschen die Macht und er wird sie missbrauchen. Das hätte alle Schokokles damals gesagt, für 2.500 Jahre. Aber das ein bisschen, da hatten die ein bisschen Macht, nur die Tür abzumachen oder so zu machen. Und schon haben sie dann die Macht, so dort so zu lassen.
Also ich meine, die KVB, einmal was sie an Pünktlichkeit abliefert und was sie sonst auch so irgendwie als große Visitenkarte von Köln ist, das muss alles so irgendwie neu mal überdacht und auch neu geschult werden. Ja, KVB ist vielleicht auch eine ganz versteckte Abkürzung für Küt vielleicht Ball. KVB. Ja, Jetzt ja. kommen wir Also mal- vielleicht ist Ja, das die- richtig. Dann vor uns. Was ist eine von den liebsten Plätze hier in Köln? Ja, ich habe ja, der liebste Platz ist immer noch da in Düx. Wenn ich dann zwischen Düxerbrück und dann noch zur Hohenzollernbrück stand und rüberlore, du siehst da nicht die Baustellen, du siehst nur die nette Häuschen, du siehst den Dom, du siehst das Groß St. Martin, die Kirche, du siehst auch den Dom vom Rathaus. Das ist für mich der schönste Platz. Ja, da kann man nicht mehr sagen. 6. vor. Was ist eins von, ja, jetzt geht es schwer vor. Was ist eins von dingen liebsten Liedchen hier op Kölsch? Soll das von anderen oder von mir oder was? Das Also ist von der mir, Blackfist ja, du habe kannst ich auch zum Beispiel Bates von- nennen, dann bist du in Paris. Ja, ne, von der Blackfist habe ich am liebsten, das schönste Lied ist für die, das ist meine Stadt. Und die Höhner haben auch viel Glück gemacht. Also ich muss dann auch sagen, auch die, wie der Bavaria, es sind also viel Gruppen, auch selbst die ganz Junge, die also in Akzeptanz bei mir ganz hoch stehen, die haben ihr Publikum und wenn der Publikum hat, der kann nicht schlecht sein. Von meinen Lieder habe ich an und für sich eigentlich die so ein bisschen die verjahren, der Kölsche Siel oder auch Schwarze Madonna. Es gibt auch andere, wie der Miese Laden oder auch Verwandte, das in München, Flötmanns mit dem Minirock. Ja, ich habe so ungefähr auch so ein paar, die ich ganz gern auch immer selber singe und ein paar, die ich ja nicht mehr singe. Die nächste Frau, die hast du als Evans behandelt, wo du gesagt hast, wenn du nicht mehr in Köln leben dürfst, wo du dann hertrecken dätst, das war in Bröl, ne? Dass du dich da aufhalten dätst. Dann ist der Hermann wieder dran. Die 8. vor. Was hast du Rosenmontag 2020 gemacht? Weißt du das noch? Da war, wo Corona gewesen ist, Ja, ne? war Corona noch und war die Pandemie in vollem Gang. Ich weiß, da war ich daheim und das war ja da, wo der Zug dann in Miniatur ging. Und mich hatten sie ja als Bub auch schon da drin vorher gehabt, wo ich dann auch so allerhand mit sagen konnte. Und ich habe mir dann den Zug daheim angesehen, bei dem Gläschen Kölsch und Inge Helwig war dabei, hab ich getröst, weil es war an und für sich nicht so gravierend, aber es ist natürlich dann nicht anders, als wenn man dann beim Zug dabei ist. Was wird ganz anders sein in Köln 2050? Ja, da werden wir drei hier wahrscheinlich nicht leben, ne? 2050, oder was hast du gesagt? Ja, 2050. ja. Da bist du der Einzige noch, der von uns drei hier übrig blieb. Habe ich aber fies Glück, ja, grad, ne? Nee, das ist, ich erwarte, dass die Menschheit sich etwas wieder enger in Bescheidenheit begibt. Und dass vor allen Dingen die Verantwortung der Politiker viel ernster genommen wird, wie sie im Moment ist. Bei vielen Politikern habe ich den Eindruck, da geht es nicht so sehr um das soziale Verhältnis, sondern mehr um das eigene. Und solange ich da nicht sehe, dass da etwa wirksam gearbeitet wird, möchte ich sagen, ist in vielen Dingen es nicht so gut. Und ich hoffe, im Jahre 2050 hat sich einmal der Krieg gelegt. Die Menschen können wieder frei atmen. Die Welt hat begriffen, dass sie keine Ressourcen mehr hat und dementsprechend sich einstellt. Und dass vor allen Dingen der Gedanke, dass Friede auf der Erde das Wichtigste ist, was die Menschheit gebrauchen kann.
Das hätte der Ludwig so ja auf Hudütsch gesagt, damit sie doch all verstanden können. Ja, die 10. Woche ist Köln eine schöne Stadt. Ja, wenn ich so sehe, die ganze Baustelle, das ist eine fiese Stadt. Auch der Napoleon hat schon gesagt, Köln wird eine stinkige Stadt. Trotzdem muss ich sagen, ich an Köln gehen. Vor allen Dingen, auch wenn ich so manche sind, der sich sicher so für andere einsetzt. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, kenne ich viel Glück, die nicht nur für sich leben, sondern die auch für andere da sind. Und da habe ich die höchste Hochachtung für, dass sich Menschen immer wieder fingen, ohne zu fragen, was kriegst du dafür, für einem anderen irgendwie zu sich zu stehen. Und das mit Köln wieder schön. Jetzt die letzte Frage, lieber Ludwig. Du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter. Besuch für einen Tag. Was möchtest du dem zeigen von Köln? Ja, an einem Tag, da wird er bestimmt, also wenn der Köln einen Tag ist, musst du noch am Ring fahren. Du musst ja Möglichkeit versuchen, ob du da am Müllermer Bötchen kriegst, hier wird Ringpanorama runter und runter. Wenn du dann noch Zeit hast, kannst du vielleicht auch nicht mal auf Frischlandsmuseum oder Römisch-Japanische Museum für eine Stunde rennen. Ich würde auch den Dom von innen besuchen. Und wenn es abends ging, würde ich auch mit der schwarzen Moderator da vorbeikommen, um zu zeigen, wie immer die Menschen an und für sich doch gewillt sind, Trost zu suchen. Und ich würde sagen, in der Kölsche Wirtschaft wird man dann ausklingen lassen. Das ist das Stichwort. Wer der Ludwig in echt treffen möchte, kann der in seinem Fanclub sein. Der jedet um 5:30 jeder erste Freitag im Monat in der Residenz am Dom. Da sieht man auch jetzt im Internet darüber. Und wer noch jetzt über ihn gewahr werden möchte, kann 2 Bücher beluren, die über ihn geschrieben wurden. Einmal vom Hans-Jürgen Jansen. Zur Freundschaft zählt ein frohes Herz. Das ist alt ungefähr 20 Jahre alt. Und dann vom Frankenbergs Helmut, Ludwig Sebus, ein kölsches Jahrhundert, das ist 2019 erschienen und das kann man auch noch kaufen. Ja, liebe Ludwig, der Zick ist im Fluch vergangen und wir hoffen, dass wir nicht das letzte Mal im Podcast bei Ihnen sind und wir wünschen dir von Hetze alles Jode und 100 Jahre tun wir ja nicht von sprechen, wir hatten ins 111 gesagt. Ne? Lass mal drüber ankommen. Dann sagen wir, Lev Lückscher, danke für Zuhören und bis beim nächsten Mal. Tschö.